Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute, ich hab euch ein paar Sachen aufgenommen. Die hängen krass in der Überprüfung aktuell. Aber ich habe die letzten Tage ist mir ein Thema in meine Vorschläge bei YouTube in meine Timeline da reingespült worden, das ich sehr, sehr interessant fand. Und ich glaube, auch viele von euch könnte das interessieren. Ne? Es geht um Leute, die in der Öffentlichkeit ein übertrieben krasses Saubermann-Image präsentieren, wo dann danach rauskommt, oh, das war wohl doch nicht so. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch das hier mitgekriegt hat. Ich habe den Typen vorher auch nur am Rande irgendwie wahrgenommen. Es gibt einen Dude, der nennt sich El Hotzo. Der ist selbsternannter Satiriker, arbeitet wohl mit Jan Böhmermann zusammen. Den habe ich ja inzwischen auch echt gern. Ich fand Jan Böhmermann vor 10 Jahren mal ganz cool. Ne? Aber inzwischen ist der einfach nur noch anstrengend und triggert mich anders krass. Weil er auch genau dieselbe Schiene fährt. So maximal einen auf moralisch überlegen machen, wo du ganz genau weißt, die moralischen Standards, die diese Leute im Internet präsentieren, können die selber im Leben nicht einhalten. Und so scheint es bei dem guten El Hotzo gewesen zu sein, der in den letzten Jahren oft damit aufgefallen ist, krass gegen Leute zu schießen, die seiner Meinung nach enorme Verfehlungen, gerade im zwischenmenschlichen Bereich und besonders im Umgang mit Frauen begangen haben. Und über den ist jetzt rausgekommen, dass Doppelmoral wohl doch sein zweiter Vorname ist. Also El Doppelmoral Hotzo wahrscheinlich. In der Richtung. Ja? Ich kann also zwischendurch nochmal schauen, ob was der damals zur Rammstein-Thematik gesagt hat, das würde mich sehr interessieren. Da hat er sicher seinen Senf dazugegeben. Und bei dem ist jetzt wohl rausgekommen, über Umwege, dass er in seinen Beziehungen in den letzten Jahren genau dieses enorm toxische Verhalten, dieses Leute ausnutzen, gaslighten, Psychospielchen spielen, belügen und betrügen bis zum geht nicht mehr, dass er genau das gemacht hat, was er dann doch über Jahre hinweg so fürchterlich angeprangert hat. Und zu dem Video haben wir, zu dem Sachverhalt haben wir jetzt ein Video hier von einem jungen Herrn, der heißt Lenzen, nennt sich der, auf YouTube. Ich werde das unten verlinken. Das ist der gute Mann. Und der hat jetzt hier so ein 8-Minuten-Video rausgeklöppelt, wo es um genau diese Thematik geht. Und das wollen wir uns heute anschauen. Mal wieder ein bisschen rein in Detox. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und let's go. Leute, wir rasen auf ein Ende des Jahres 2024 zu. Gott sei Und das Dank. hatte eine Menge kurioser und überraschender Plot-Twists und Wendungen gehabt. Allerdings ein El Hotzo-Canceling, welches nicht vom rechten Lager stammt. Das stand nicht auf meiner Bingo-Karte des Jahres. Sebastian Hotz, aka El Hotzo, wird dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff sein, der auf Twitter ist oder der immer wieder mal Tweets gescreent. Throwback Sommer 2021 als Deutschland für alle besiegt hat, indem wir ein Fußballstadion beinahe. Okay, ja. Screenshottet in einer Instagram-Story wiederfindet. Wer in den Kreisen nicht verkehrt, wird eventuell von ihm gehört haben, als er seinen Job verlor beim Öffentlich-Rechtlichen, nachdem er einen Witz auf Twitter postete über das Trump-Attentat. Damals noch Gagschreiber. Ja, auch ganz, ganz tolle Nummer, die er gebracht hat. Man kann. Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, Comedy darf alles. Ja, Humor darf alles, aber es muss halt gut gemacht sein. Ja. Das war einfach ein plumper Satz, in dem gesagt wurde, ich finde das jetzt schade,
dass das nicht funktioniert hat, das ist halt keine Comedy. Man kann zu diesem Thema, mit diesem, was da mit Trump passiert ist, man kann zu diesem Thema tatsächlich Witze machen. Ich habe auch schon einige gehört, die ich gefeiert habe, also die wirklich witzig waren. Aber die müssen dann halt auch als Comedy erkennbar sein. Ich bin immer der Meinung, ich habe noch einen in der Pipeline. Ich weiß, ich bin schon wieder viel zu spät dran, das Matt ist schon wieder uralt. Ich wollte zu diesem Thema, was bei den Paralympischen Spielen aufgekommen ist, mit Luke Mockridge noch meinen Senf dazugeben. Und hätte da so eine Reaction Inception, ne, gedacht. Also ich würde reagieren auf jemanden, der reagiert auf jemand anderen. Und zwar deswegen, weil beide von diesen Personen dumme Scheiße labern. Und ja, ich hoffe, dass ich das noch mache. Ich hoffe, dass ich da dazukomme. Und dass es dann nicht schon, dass ich sage, ja komm, die ollen Kamellen von damals. Weil aber auch das Thema, ja, was darf Humor, ist immer so ein eigentlich allgegenwärtiges Thema, weil die Leute heutzutage nicht mehr begreifen, dass nur weil ich etwas nicht witzig finde, dass es nicht deswegen gleich verboten gehört. Das ist, ne, wie bei Reini, wenn er sagt hier, Ofi muss in den Knast, weil Reini das nicht mag, was Ofi tut. Ich kann zum Beispiel jemanden wie Mario Barth nicht lustig finden. Ich finde den Mann in, keine Ahnung, 95% seiner Witze finde ich nicht lustig und die 5%, über die schmunzel ich vielleicht ein bisschen. Aber es ist ja wohl, es steht außer Frage, dass der Mann im Comedy-Bereich sehr viel Erfolg hat und dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die das geil finden. Und solange das nicht so plumpe Sachen sind wie dieser Tweet, ne, von El Hotzo, der da gerade eingeblendet wurde über das, sei es drum, ne? Lass doch die Leute das lustig finden, lass doch den Mann da seine Kasperleien machen. Solange der damit niemandem wehtut, ist er gut. Und wenn ich das gerade nicht lustig finde, oder keine Ahnung, es wird ein Witz gemacht über ein Thema, bei dem ich irgendwie sensibel bin, weil ich da schlechte Erfahrungen gemacht habe oder was weiß ich was, ja, dann holt mich das halt nicht ab, aber dann finde ich es vielleicht auch geschmacklos. Dann kann ich mich auch ein bisschen drüber aufregen, so, aber ich habe dann meiner Meinung nach mitnichten das Recht zu fordern, dass dieser Mann in der Öffentlichkeit nicht mehr stattfinden darf, weil er was gesagt hat, was ich nicht lustig finde. Aber so viel erstmal dazu. Im Übrigen, das trifft auch für einen Jan Böhmermann, einen El Hotzo zu, die sehr, sehr viele Dinge sagen, die ich komplett bescheuert finde. Aber sollen sie machen, ne? Sollen sie machen, ich guck's mir halt dann nicht mehr an. Aber bei Jan Böhmermann mittlerweile Skandal-Twitterer und Woke-Witzemacher bis hin zu das war's. Aber was ist überhaupt passiert? Um die Umstände und das Ausmaß und die Kuriosität der ganzen Sache verstehen zu können, muss man wissen, El Hotzo ist ein sehr großer Twitter-Account, der seit Ewigkeiten eigentlich schon immer sehr, ja, ich sage mal, feministisch, aktivistisch, eher dem linken Lager zuzuordnen ist, der sich auch auf seiner Plattform immer wieder gerne mal über die ja, typisch gesellschaftlichen Themen lustig gemacht hat, über Boomer hergezogen hat und auch sehr politisch einfach sich immer wieder mal geäußert hat. Ja, es ist irgendwie, keine Ahnung, die klassische Zielscheibe dieser Menschen, ne? Haha, die alten weißen Männer, schau sie dir an, haha. Das hat diese offensichtliche Anbiederung an eine gewisse Bubble im Internet, die wirklich so einen beschränkten Horizont hat und nur in ihrem, ja, alte weiße Männer, das Patriarchat und sowas ist schuld an allem Schlechten auf der Welt und das ist so und wenn wir das besiegt haben, indem wir, keine Ahnung, auf Twitter Sachen posten, ich weiß nicht, wie man damit irgendwie Unrecht in der Welt besiegt, auch wenn es so wäre, was es meiner Meinung nach nicht ist. Wenn wir das mal besiegt haben, so dann laufen die Leute nur noch mit
gebastelten Blumen, Haarkränzen durch die Gegend und tanzen und singen und alle sind glücklich. Es ist halt idiotisches Teenager-Gedankengut, muss man dazu sagen. Also ganz ehrlich, wer älter ist als 16 und an so eine Nummer irgendwie glaubt und sich da so reinsteigert, sodass er seine ganze Existenz dem widmet und sagt, ich bin Aktivist dagegen, der ist hängen geblieben. Also, meiner Meinung nach vollkommen hängen geblieben. Ne, weil es ist einfach zu einfach zu sagen, das Patriarchat ist an allem schuld. Gerade in einer wirklich ähm, überdurchschnittlich offenen Gesellschaft wie der unseren. Ich gebe es jemandem, wenn man sagt, hier Patriarchat vielleicht ein Problem in Saudi-Arabien oder im Iran oder so, großes Problem, nahezu unüberwindbares Problem, da müssen wir vielleicht mal dran arbeiten, aber das wäre ja dann wirklich Arbeiten. Da müsste man sich dann auch mit Leuten anlegen, mit denen man sich lieber nicht anlegt, ne? Wohingegen kann man auch einfach, wenn man sagt, hier, keine Ahnung, der Mann ist über 50 und weiß und heterosexuell und verdient Geld, boah, krass, der soll mal seine Privilegien checken, so. Die sind das Problem. Weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Dabei im Fokus aber hauptsächlich die Aber es respektvoll. ist natürlich sehr bequem, ne? Man kann sich diesen Aktivismusstempel aufsetzen und ne, mit erhobenem Zeigefinger durch die Gesellschaft gehen und sagen, ich bin was Besseres als ihr, weil ich hab's verstanden. Ja? Und ihr seid alle schlechte Menschen, weil ihr nicht zu 100% meine Werte vertretet. Und das ist auch, bei vielen Leuten kommt es dann auch wirklich gut an. Dass man dann, weil die Grundideen dieser ganzen Sachen, so Gleichheit für alle Leute, scheißegal, welches Geschlecht du hast oder welche sexuellen Vorlieben du hast oder welche Hautfarbe, Ethnie, Glauben, was weiß ich, ist ja grundsätzlich, also diese Grundprämisse ist ja was, wo ich sage, würden ja wirklich die allermeisten Leute unterschreiben, ne? Dass das nicht die Faktoren sein sollten, aufgrund derer man irgendwie gesellschaftliche Nachteile hat. Sondern, ne, was leiste ich für die Gesellschaft, wie ist mein Charakter und schaffe ich es, mich an die Regeln des Zusammenlebens zu halten, also sprich ans Gesetz. Und das ist aber schon wieder viel zu trocken, viel zu kompliziert. Oh, da müsste man sich wirklich mit was beschäftigen und auskennen. Nee, man kann auch einfach nur diesen Patriarchats-Bullshit von irgendwelchen anderen Leuten nachplappern und sich dann da mit seinen rosa gefärbten Haaren ins Internet setzen und einen auf Shoyoka 2.0 machen. Das ist natürlich einfacher, ne? Vor allem, weil es halt immer noch eine Community in Anführungsstrichen gibt, die groß genug ist, die dann den Leuten hinten nachläuft und denen sagt, ja, ja, du bist ganz toll. Ne? Ich bin auch ganz toll und wir sind alle ganz toll, weil wir sind die wenigen, die es gecheckt haben, bei uns in der Bubble. Alle anderen dumm. Ne? Das ist natürlich ganz großartig, ne, für einen Diskurs, für einen demokratischen Diskurs, wenn du einfach sagst, nee, nee, wir haben Recht, alles andere Scheiße, ne? Und deswegen braucht man sich mit den Leuten auch gar nicht unterhalten. Und genau, ich habe es weit ausgeholt, aber genau auf dieser Piste hat halt auch El Hotzo seine Bahnen gemacht. Und da ist er jetzt aber auf einer Eisplatte ganz gewaltig ausgerutscht und tierisch auf die Fresse gefallen. Umgangsweise mit Frauen, die er für sehr wichtig hält und die ihm auch in dem, was er so sagt, sehr wichtig und sehr priorisiert zu sein scheint. Umso verwirrter waren die Leute dann, als ausgerechnet seine Ex-Freundin Lena, ebenso eine relativ bekannte Twitter-Userin, Vorwürfe gegen El Hotzo erhoben hat. Er hätte sie manipuliert, gegaslightet und betrogen. Ganz kurz vorab, Lena hat ihre gesamte Online-Präsenz gelöscht. Weder auf Twitter noch auf Insta noch sonst wo ist sie aufzufinden. Ich werte das Ganze als ein Zurückziehen aus der Öffentlichkeit und verzichte deswegen auch hier auf Screenshots. Denn das, was Lena gemeint und gesagt hat, wird sowieso durch das klar, was El Hotzo mittlerweile dazu schon geäußert hat. Ja, also zusammenzufassen, die hat halt so einen vagen Tweet rausgehauen, wo ich auch mir immer denke, das ist halt eine weirde Art und Weise, um solche Anschuldigungen in den Raum zu stellen.
In diesem Tweet ist definitiv kein Name genannt worden, aber es sind diese offensichtlichen Dinge. Ne? Jeder weiß, dass die mit dem zusammen war. Jeder weiß, dass das der einzige Prominente ist, mit dem sie zusammen war. Und dann haut sie halt raus, ja, im Übrigen, ich bin hier betrogen und gegaslightet und manipuliert worden und das war alles äußerst toxisch und in einer Beziehung mit jemandem, der eigentlich für das sehr stark für das Gegenteil steht, dann ist es vollkommen klar. Und ich weiß nicht, warum man sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, weil man kann mit solchen Situationen halt auch anders umgehen. Also man kann entweder auch Buddha bei die Fische einfach eine klare die Sachen beim Namen nennen und man kann auch ich weiß ja nicht, ob da auch irgendwie strafrechtlich relevante Dinge passiert sind. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es größtenteils moralische Fragen waren, die da im Raum standen. Aber man kann, also sollte da was Strafrechtliches gewesen sein, wie es ja in vergangenen Tagen schon mal war, wo anderen Leuten wirklich strafrechtlich relevante Dinge vorgeworfen wurden, auf dieselbe Art und Weise. Ja, offensichtlicher Tweet, aber ohne Namennennung, aber jeder weiß, wer gemeint ist. Da kann man dann auch einfach statt zu Twitter zur Polizei gehen, das geht natürlich auch. Oder wie gesagt, in dem Fall kann man halt auch einfach klar Buddha bei die Fische machen und oder man kann auch tatsächlich das untereinander klären und seine eigene Beziehungsscheiße nicht in die Öffentlichkeit tragen. Das wäre natürlich auch eine Option. Allerdings wäre uns dieser wunderschöne Shitstorm dann entgangen, weil da hat es meiner Meinung nach endlich mal einen getroffen, der es tatsächlich verdient hat. Und zwar eben jemand, der diese moralische Instanz angeblich verkörpert hat wie kein anderer und sich eben auch in Talkshows, auf so Wokenfunk Formaten und sowas reingesetzt hat und feiern hat lassen und so, ich bin einer der besten Menschen auf der Welt, weil ich hab's gecheckt, weil hier alte weiße Männer und Frauen und so ein Zeug und genau das, was alle anderen sagen. Ja, das bin ich. Bitte gib mir Geld. Barne müssen her. Deswegen ist das hier nicht unbedingt notwendig. Ich finde es dennoch aber ein bisschen eigenartig, aber da werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Die Vorwürfe von Lena gegen El Hotzo bestanden allem voran aus 2 TikTok-Videos und aus 1 oder 2 Tweets, die sie gemacht hat, in denen sie weder einen Namen nannte, dennoch aber relativ eindeutig gemacht hat, um wen es sich wohl drehte. Alleine, weil bekannt war, dass die beiden in einer Beziehung gewesen sind. Relativ bald darauf hat sich El Hotzo dann auch tatsächlich auf Twitter zu Wort gemeldet und in einem ausführlichen Statement um Entschuldigung gebeten und eingeräumt, dass diese Vorwürfe wohl auch tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Allerdings nicht etwa auf seinem eigenen Twitter-Account mit über 750.000 Followern, sondern in den Kommentaren unter einer El Hotzo-Fanseite, die sich mittlerweile aber ebenso von El Hotzo schon distanziert hat und gesagt hat, unter den Umständen, wenn das alles so ist und stimmt, möchte ich hier nicht weiter großartig dieses Gimmick weiter fortführen. Ich werde euch das Statement jetzt einmal vorlesen. Aus dem geht auch hervor, welche Vorwürfe jetzt tatsächlich gegen El Hotzo im Raum stehen. Ich weiß, dadurch, dass ich jetzt keine Screenshots nutze, wird das Ganze hier ein bisschen eigenartig, kryptisch und weird. Verstehe ich, tut mir leid. Aber ich denke, so ist es wirklich am besten. El Hotzo. Also er hat jetzt da praktisch nicht auf seinem eigenen Account, weil dann hätte er viel mehr Leute erreicht. Und das ist natürlich schwierig, das will man lieber nicht haben. Sondern auf so einer Fanseite drunter kommentiert. Und gut, wenigstens hat er da den Raum richtig gelesen. Ne? Also er hat mitgekriegt, seine Ex-Freundin hat da was getwittert und Tiki-Toki-Videos gemacht und hat festgestellt, okay, das ist super offensichtlich, die Leute werden checken, dass es da um mich geht und graben und dann werden sie Dinge finden. Und dann, ich muss denen jetzt unbedingt zuvorkommen, dass ich jetzt schon mal rauskomme mit der Sprache und so viel wie nötig und so wenig wie möglich zugeben und mich ein bisschen in den Staub werfen, um in der Hoffnung, meine Karriere noch zu retten. Ne? Und das ist natürlich auch schwierig, weil wenn du wirklich so krass diesen, ich bin einer der Guten und das gehört mehr oder weniger zu meiner Marke, Stiefel gefahren bist, dann
wird es schwierig, wenn dann sowas rauskommt, dass die Karriere dann noch zu retten. Ich bezweifle auch, dass der Mann weiter seine Karriere so fortführen kann. Ich glaube, der hat sich wirklich mehr oder weniger selbst gecancelt mit der Nummer. Wobei ich natürlich auch nicht checke, warum. Also, der muss ja wirklich über Jahre hinweg gedacht haben, nee, das kommt nicht raus. Ne? Das kommt einfach nicht raus, dass ich als Prominenter da in der Öffentlichkeit den Moralapostel spiele und den Leuten praktisch einen moralischen Lebensstil vorlebe, den ich eigentlich gar nicht pflege. Und schlimmer noch, andere Leute verurteile und scharf kritisiere, stellenweise beleidige im Internet, in der Öffentlichkeit, die Leute bloßstelle und demütige, weil sie nicht diesen hohen moralischen Standards genügen, die ich und meine Voki-Bubble da für uns festgelegt haben. Ja, das ist, hat so ein bisschen auch dieses Niveau von wegen Lügen-Hater, ne? Ich habe irgendwas gesagt, was gemacht werden muss, und wenn sich nicht jeder dran hält, so dann ist das ne, verabscheuungswürdig. Wild, ne? So schreibt: Hallo, ich möchte mich gern zu den Vorwürfen äußern. Ich war in den letzten Jahren in Beziehungen wiederholt untreu und habe anschließend meine Taten in immer komplizierter werdenden Lügenkonstrukten vertuscht und die Glaubwürdigkeit meiner Ex-Partnerin diskreditiert. Ich habe gelovebombt, gegaslightet, manipuliert und von Exklusivität gesprochen, Frauen hingehalten und Beziehungen verheimlicht, um nicht aufzufliegen. Ich habe dabei meine Position und mein Image als reflektierter Medienmann ausgenutzt und viele Menschen damit sehr verletzt. So viel zu den Gründen. Und das wilde Aussage. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer toxischen Beziehung war, wo man im Nachhinein gemerkt hat, dass nichts in dieser Beziehung so war, wie man geglaubt hatte, dass es war, dass man wirklich irgendwie manipuliert, gegaslightet, belogen, betrogen und sonst was wurde. Ich hatte die Erfahrung mehrfach schon, und das ist eine fürchterliche Erfahrung für den Menschen, dem das angetan wird. Das kann einen wirklich kaputt machen und einem wirklich auch, man zweifelt an sich selbst, man begreift nicht, dass das alles nicht wahr ist, man will es auch nicht wahrhaben, man ist verzweifelt, traurig, wütend, also das ist wirklich egal, ob es jetzt ne, ein Mann einer Frau antut oder andersrum, ist in einer zwischenmenschlichen Beziehung wirklich absolutes Abschaumverhalten. Jemand anderem nur aus Grund der eigenen Bedürfnisbefriedigung sowas anzutun, ist meiner Meinung nach unentschuldbar. Vor allem, ne, wenn man eigentlich bei anderen Leuten das immer so verteufelt. Und was mir halt aus diesen Tweets, die er da geschrieben hat, hervorgeht, ist, dass er sich das ganz bewusst war. Und jetzt kommen wir zurück, weil ich das vorher angesprochen hatte. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er jetzt sich zu dem Thema damals geäußert hat. Mich würde es nicht wundern, wenn. Bei der Rammstein-Thematik. Damals ging es ja immer, haben viele Leute gesagt, ja, ein Till Lindemann nutzt seine Machtposition aus, was ich für vollkommenen Horseshit halte. So wie ich die Sachen mitgekriegt habe und so wie sie nachgewiesen sind, war in der Rammstein-Thematik, damals ging es immer offen und ehrlich um ein klassisches Rockstar-Groupie-Verhältnis. Ja, da wurde niemandem irgendwie vorgelogen, man könne der Person irgendwie bei einer, wie auch immer gearteten Karriere helfen, oder die Person hätte irgendwie Aussichten auf eine Liebesbeziehung, ne, mit besagten Prominenten, sondern das war ein klassisches Ding, wo es hieß so, hey, ich bin sehr prominent und sehr erfolgreich und sehr reich. Turnt dich das an? Hast du Bock zu bimsen? Ja, nein. Ja? Fertig. Es war immer ein klares Rockstar-Groupie-Verhältnis. Und das ist in meiner Meinung keine Ausnutzung einer Machtposition, weil die ja nichts zu geben haben. Ne? Also es besteht ja kein Abhängigkeitsverhältnis, weil wenn ein Till Lindemann zu einem potenziellen Groupie hingeht und sagt, hey, hast du Bock zu bimsen?
und die sagt, nö, ja, was soll er dann machen? Ne? Also, es ist ja nicht so, dass der dann sagt, ja, wenn du jetzt mit mir nicht bimmst, so, dann kannst du nie dann sorge ich dafür, dass du nie mit irgendeinem anderen Rockstar bimsen kannst, weil ja die Person offensichtlich an der Rockstar-Bimserei kein Interesse hat. Also ist da gar kein Machtverhältnis zustande gekommen. Wenn ich allerdings ein El Hotzo bin und dann einem Menschen tatsächlich eine Liebesbeziehung vorspiele, die aber so gar nicht existiert, wie die Person das glaubt, ne? Mit Exklusivität, ne? Und da meinen Promi-Bonus mitnehme, ne? So, du bist was Besonderes, ne? Weil ich bin reich und prominent und berühmt und die Person, die ich mir ausgesucht habe, bist du. Und dann da praktisch eine emotionale Abhängigkeit aufbaut, um die Person dann manipulieren und gaslighten zu können, um nebenher noch alle möglichen anderen Dinge zu tun, für die man seinen Promi-Bonus nutzt, sehe ich das schon wieder als eine ganz andere Nummer. Ne? Aber wie gesagt, und vor allem, wenn man dann in der Öffentlichkeit umeinander geht und alle möglichen Leute beschimpft und ankotzt, die, wie gesagt, den eigenen wirklich sehr hochgesteckten moralischen Zielen diese nicht erreichen können. Grundlegenden Vorwürfen. Er ist wohl in Zeiten, in denen er in einer Beziehung gewesen ist, mit anderen Frauen ausgegangen, hat sie gedatet, hat keine Ahnung was gemacht und aber Ja, eine gute Vorstellung, was der gemacht hat. davon geredet, dass diese Freundinnen nicht wirklich seine Freundinnen wären, sondern eine soll er tatsächlich sogar als eine Verrückte bezeichnet haben, die nur behauptet, sie wären zusammen, weil, naja, Fangirl und so weiter halt. Ja, und wie gesagt, das ist halt wirklich, das ist aller unterste Schublade. Ne? Mit jemandem eine Beziehung eingehen, diesen Menschen emotional und körperlich wohl auch zur eigenen Bedürfnisbefriedigung ausnutzen, mehrgleisig fahren, der ist ja anscheinend, ne, da reichen ja 2 Gleise offensichtlich schon gar nicht mehr bei dem. Und wenn dann die vermeintliche Partnerin, ne, die neuen Mädels oder sonst was anspricht oder im Freundeskreis sagt, ja, wir haben aber eine Beziehung, ne, was soll denn das? Was ist da los? Und die dann auf mich zukommen und sagen, ja, die sagt, ihr seid zusammen, kann das sein, ne, dass wir seit Wochen daten, obwohl du eigentlich eine Freundin hast? Dann zu behaupten, nee, die spinnt. Ne, die ist starstruck, ne? Weil ich so ein dufter Typ bin, das ist eine Stalkerin, die hat sie nicht mehr alle. Ich habe mich mit der mal getroffen und seitdem denkt die, wir wären zusammen. Das ist halt wirklich, ganz ehrlich, da krieg ich Hassler, der krieg ich da. Aber massiv. Da kriege ich auf Winkler-Niveau Hasslade. Ne? Also auf die Art und Weise, wie ich Hasslade bei Rainer kriege. Und all das, um eben mit einer anderen Frau währenddessen zusammen sein zu können und seinen Spaß haben zu können. Das ist schon mal ziemlich wild. Man hat mir oft neue Chancen eingeräumt, bei denen ich Besserung und Reflexion geschworen habe. Mein Verhalten hat sich dabei aber nicht geändert. Es gibt für das, was ich getan habe, keine Ausrede. Man muss ihm aber zugutehalten, zumindest ist er hier ehrlich. Zumindest ist er hier reflektiert genug, um zu sagen, jo, ich habe hier richtig Scheiße gebaut. Ja, das muss man ihm auf der einen Seite zugute halten, aber auch nicht allzu sehr. Ne? Weil jeder, der in den letzten Jahren verstanden hat, wie das läuft mit diesen Anschuldigungen, die anonym im Internet, Twitter, Instagram, Diggity Doggity, wo auch immer gepostet werden. Jeder, der das gecheckt hat, wie das funktioniert, weiß, der spielt ja das Spiel schon lange genug. Okay, hier ist jetzt Handlungsbedarf und ich kann das jetzt nicht mehr vertuschen. So, keine Ahnung, ja, die Büchse der Pandora ist geöffnet und ich kann das jetzt nicht mehr abstreiten. Das geht nicht mehr. Ne? Und dieses Geständnis ist meiner Meinung nach nicht aus einem Gefühl von Einsicht und Reue entstanden, sondern aus einem Gefühl der Panik. Scheiße.
ich muss jetzt irgendwas machen, um meine Karriere zu retten. Und ich weiß, die Katze ist aus dem Sack, ich kann das nicht mehr leugnen. Ich muss jetzt reinen Tisch machen. Weil ansonsten gibt es so eine Gil Ofarim-Geschichte. Es erinnert mich auch irgendwie an Gil Ofarim. Bei dem war es halt so, okay, 6. Verhandlungstag. Herr Ofarim, ich als Ihr Anwalt sage Ihnen jetzt, wenn Sie heute nicht gestehen, dann gehen Sie ins Gefängnis. So, dann kracht die ganze Scheiße über ihn zusammen. Jetzt ist die letzte Möglichkeit, die letzte Ausfahrt, bevor es mit dem Auto voll Karacho gegen die Wand geht. Nutzen Sie diese. Und auch der hat nicht gestanden, weil er Reue und Einsicht gezeigt hat. Das ist genauso hier bei dem Kollegen. Und man hat mir viele, viele Chancen gegeben und ich habe sie nicht genutzt und ich habe weiterhin mein Ding so gemacht, wie ich es für richtig gehalten habe, beziehungsweise wie ich halt meinen Vorteil daraus ziehen konnte. Und ich habe auch euch alle angelogen und geblendet und einen Menschen vorgespielt, der ich eigentlich selber gar nicht bin. Ich vertrete öffentlich komplett andere Werte, während ich privat komplett gegensätzlich gehandelt habe. Ich habe mir lange selbst eingeredet, dass es ja gute Gründe für diese und jene Lüge gegeben hätte, dass ich alles nicht so böse meinen würde, aber das ist natürlich Unsinn. Ich bin ein erwachsener Mensch und bin für mein Handeln selbst verantwortlich. Bei allen Menschen, denen ich wehgetan habe, möchte ich mich aus ganzem Herzen entschuldigen. Wisst ihr, das ist, wie gesagt, ne, ein bisschen muss man ihm da geben. Es gibt Leute, die sind noch ganz anders damit umgegangen, die sind aber auch massiv auf die Fresse geflogen mit dem weiter leugnen, weiter sagen, ich bin nicht derjenige. Und man muss auf jeden Fall mit reinrechnen, dass der das weiß. Ne? Dass man mit weiter leugnen es nicht mehr besser machen kann, sondern eher noch schlechter. Das ist eine zweischneidige Geschichte. Ist nicht grundsätzlich mal ein schlechtes Statement. Das hier ist sehr einsichtig und dafür, dass es ein sehr schnell erschienendes und sehr unausführliches Statement ist oder jetzt nicht... Wer mir gerade auch in den Sinn kommt, ist, wie hieß der Finn Kliman, ja? Der ja auch hier Influencer-Entschuldigungsstatements hat er ja auch durchgespielt. Allerdings hat er keinen so hohen Score erreicht wie er hier, ne? In seiner Länge unfassbar riesengroß, ist da auch schon eine Menge drin, was man daraus ziehen kann, beziehungsweise merkt man eben auch, dass er zumindest versucht, das Ganze hier wirklich ernst zu nehmen und sich diesen Vorwürfen auch wirklich im Klaren ist. Aber das Eigenartige ist, warum kommt so ein Statement unter den Kommentaren einer Fanseite? Weil man dann sagen kann, ja, ich habe mich ja in der Öffentlichkeit gerade gemacht dafür, ohne dass man das tatsächlich auf der eigenen, deutlich reichweitenstärkeren Plattform tut. Und das ist eben, das ist ein weiterer Punkt, der mich zu dem Glauben bringt, so dass es halt nicht aus Einsicht und Ehrlichkeit und Reue passiert ist. Denn man hat ja diesen Einfluss und diese Plattform und sowas genutzt, um diese Dinge zu tun. Ne? Lügen, Betrügen, Gaslighten etc. bla bla. Dafür war die Plattform gut genug. Aber, und Barne natürlich, Barne dürfen wir nie vergessen. Aber dann, wenn man Scheiße gebaut hat und das rauskommt, sich dann gerade zu machen, dafür ist die Plattform dann zu groß. Das geht dann nicht, weil dann deabonnieren sofort alle Leute und dann kommt man nie wieder auf die Füße. Keine Sorge, El Hotzo, du kommst auch so nicht mehr auf die Füße, weil zu glauben, dass man das ein bisschen, dass man diesen Backlash ein bisschen abdämpfen kann, indem man ihn auf weniger reichweitenstarken Plattformen auf diese umleitet, ist gespenstisch naiv. Ne? Wie man hier merkt, die YouTube und Social Media Welt ist seit Tagen voll mit dem Zeug und er kriegt jetzt ordentlich sein Fett und das auch zurecht. So ein Statement machen möchte, dann schreibe ich das doch auch nicht einfach unter Level-Up-Support-Seite irgendwie. Hi, darf ich kurz eure Reichweite nutzen? Ich habe nämlich ein bisschen Scheiße gebaut und würde mich da gerne für entschuldigen. Außerdem ist jetzt die Level-Up Night Edition. Naja, deine Level-Up Night Edition, die kannst du ja sonst wohin. Ich mach kurz Pause und schau, bis denn die Werbung vorbei ist. Angeblich, hat er gesagt, hat er das gemacht, um seine Opfer zu schützen. Ja.
Die Opfer, die du als irre Spinnerinnen hingestellt hast, weil sie die Wahrheit gesagt haben, diese Opfer, das ist äußerst Winkler-esk. Das ist mal Winkler-esk auf einem ganz anderen Niveau. Ey, ich wollte nur meine Familie Edzardler schützen. Halt dein Maul, Alter. Halt einfach dein Maul. Das glaubt dir doch kein Schwein mehr. Um die Frauen, die er belogen und betrogen hat. Warte, laut der Darstellung des Betreibers des Fanaccounts meldet sich Hotz am Nachmittag bei ihm und bat ihn, einen Tweet zu posten, unter dem er sich sein Statement posten könnte. Willst du mich rollen? Der hat das sogar gemacht, dass er den angeschrieben hat, um dann da das Statement zu posten. Um die Möglichkeit zu haben, dem seine Reichweite zu nutzen, statt seiner eigenen größeren Reichweite. Wild. So wollte Hotz angeblich eines der Opfer schützen, das ungern die komplette Breitseite der Öffentlichkeit abbekommen möchte. So wird's gewesen sein. Dass die Leute auch... Man merkt doch daran, wie das Statement geschrieben ist, dass er es in einem gewissen Maße gecheckt hat, wie das funktioniert und dass er tief in der Shit-a-Redo steckt und weiß, wie man da wieder rauskommt. Und dass man dann trotzdem noch solche halbseidenen Vertuschungsversuche in die Wege leitet, ist halt, ich begreife das nicht. Ich begreife das. Ist das dann wirklich irgendwie auch Narzissmus im Endstadium, dass man sagt, nee, die anderen sind alle damit gescheitert, aber die sind nicht so geil gewesen wie ich. Ich komme damit durch. Ist es das? Ich wollte jemanden schützen, ja, genau. Jemand hat meine Ex-Freundin mit der PC-Computerstimme angerufen. Alter Maul. Eben vor einem riesengroßen Shitstorm zu bewahren. Ich bin ehrlich, Sebastian, glaubst du dir das selber? Oder? Nee, das glaubt er sich nicht selber. Ich meine, was stellt man sich denn darunter vor? Was ist die Idee dahinter gewesen, hinter diesem Konstrukt, das jetzt genau so ablaufen zu lassen? Weil ich halte dich eigentlich für schlauer. Das wäre eigentlich so eine Aktion gewesen, die hättest du selber verurteilt. Ja, genau. Ja. Genau das. Das wäre sowas gewesen. Ein Jan Böhmermann, für den der ja auch gearbeitet hat, der El Hotzo und so, die hätten das in der Luft zerrissen. Ich erinnere, wie gesagt, nochmal an diese Film-Kliman-Geschichte. Wie Jan Böhmermann diese Geschichte nochmal zerrissen hat, wie das generell von solchen Leuten, wie sie sich draufgestürzt haben. Muss man ja auch, also ganz ehrlich, wer so ein saudeppertes Statement irgendwie ins Internet rotzt, wie Finn Kliman damals, der hat es halt auch nicht gecheckt. Aber das ist ja genau dieselbe Scheiße. Das ist ja genau dieselbe Scheiße. Die würden das doch, wenn es jemand anders gemacht hat, auch einfach in der Luft zerreißen. Ich merke jetzt erst gerade, der Dude steht ein wenig auf Pokémon, ha? Aber vor allem auf Geist-Pokémon. Wie oft braucht man dasselbe Pokémon als Plüschtier? Hättest du selber gesagt, oh, jetzt macht er hier irgendwie den Duckmäuser und versucht das Ganze irgendwie noch so krass wie möglich abzuwenden, um dann sagen zu können, ich habe mich ja entschuldigt, aber damit es nicht ganz so viele Leute mitkriegen irgendwie. Ja, so wie es ich gerade vorhin gesagt habe. Das passt für mich irgendwie nicht ganz zusammen. So ein klares, deutliches, reflektiertes und ehrliches Statement, aber dann so ein Move, um da irgendwen in Schutz zu nehmen, das ist doch Schwachsinn. Hätte man doch von ausgehen müssen, dass das bekannt wird. Und genauso eigenartig finde ich es auch, dass sich jetzt Lena einfach also ganz aus der Affäre gezogen hat. Nachdem sie jetzt so offen gegen El Hotzo geschossen hat, ja, sie hat keinen Namen genannt, aber es war dennoch ziemlich offensichtlich und auch innerhalb der Kommentare darunter war sie nicht wirklich zimperlich und hat halt dennoch basically alles dafür getan, dass alle Leute wissen, um wen es sich dreht. Und ja, das ist auch weird, ja? Das auf sämtlichen Social Media Plattformen rauszublicken und danach hier den Eric Cartman machen. Screw you guys, I'm going home. plötzlich ist sie weg. Plötzlich ist sie einfach verschwunden von der Oberfläche. Ich meine, ja, Lena ist jetzt nicht die Person, die uns jetzt irgendwas schuldet. Ja, wenn es ja auch um irgendwelche Fragen bezüglich der Thematik ging, dann könnte man wahrscheinlich El Hotzo so offen und er jetzt hier die Hosen runtergelassen hat, wahrscheinlich auch einfach selber fragen. Ich finde es dennoch aber einfach irgendwie ein bisschen weird, ein bisschen eigenartig. Zumindest kann man jetzt sagen, sie hat es nicht für die Aufmerksamkeit getan. Denn die hätte sie jetzt und... Ja, das ist richtig. Ne? Also... Gerade wenn man selber irgendwie auf Social Media unterwegs ist, da gibt es ganz andere Leute, ne? Auch wo es um die Rammstein-Thematik ging, ne? Die das offensichtlich meiner Meinung nach rein für die Aufmerksamkeit getan haben, die einfach auch nichts
Essentielles dazu beizutragen hatten. Einfach nur so, im Übrigen, ich möchte mich da auch einklinken, weil das gibt Klicks. Ne? Und wenn sie die Aufmerksamkeit, die sie bekommen hat, nicht nutzt, dann, ja. Aber ja, sagt mir gerne, was ihr zu der Thematik denkt. Kanntet ihr El Hotzo? Was habt ihr von dem gefunden? Wart ihr auch einer von denen, der gesagt hat, boah, ich hab's immer schon gewusst, der war mir schon immer ein Dorn im Auge? Oder seid ihr irgendwie jetzt völlig aus allen Wolken und überrascht? Schreibt's mir. Ja, aus allen Wolken und überrascht. Wie gesagt, ich habe mich mit diesen Kaspern relativ wenig beschäftigt, weil ich die halt lächerlich halte. Also ich halte die wirklich einfach, das sind halt meiner Meinung nach lächerliche Kaspern, das sind halt, ist jetzt egal, ob das Shoyoko und ihre Bagage ist oder so ein El Hotzo. Wenn ich in der Öffentlichkeit stehe und wirklich so einen unrealistisch hohen moralischen Standard festlege, nachdem sich dann gefälligst auch alle anderen Leute zu halten haben. Das, also entweder bin ich halt wirklich ein Heiliger oder ich sollte vielleicht mein Maul halten. Das sind so die zwei Optionen, weil man sich natürlich mit sowas sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnt. Und dann sollte man da auf jeden Fall mit Netz und dort mit dem doppelten Boden arbeiten, weil ansonsten fliegt man auf die Fresse. Und das ist halt genau hier wieder passiert. Und es passiert ja regelmäßig. Es passiert ja immer häufiger auch wieder, dass diese Leute, die sich in die Öffentlichkeit gestellt haben, mit einem gewissen Image, das sie aufgebaut haben, das praktisch ihre komplette Marke ist. Ne? Dieses Vogue-Sein und aktivistisch sein und ist ja die Marke dieser Menschen. Es ist aber fürchterlich schwer, das wirklich so durchzuhalten. Weil streng genommen, keine Ahnung, in der Endkonsequenz müsstest du ja eigentlich praktisch fast wie ein Eremit leben. Weil dir darf ja gar nichts passieren. Du darfst ja nicht den geringsten Furz in die falsche Richtung lassen, wenn du dich auf so ein hohes Podest stellst. Und dass das nicht lange auszuhalten ist, sollte eigentlich jedem Vollidioten klar sein. Und ich finde es immer schön, wenn solche Leute immer geschmeidig auf die Fresse fliegen. Damit dann auch den Followern dieser Leute mal klar wird, Moment mal, die haben mir Bullshit verkauft. Also dieses Lebensmodell, das die mir hier verkauft haben, nachdem ich jetzt versucht habe zu leben und wo ich vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich selber nicht geschafft habe, ne, manchmal ist man halt egoistisch, das ist jeder Mensch mal, wo ich ein schlechtes Gewissen hatte, wo ich gedacht habe, warum kann ich nicht so toll sein wie der El Hotzo? Und dass den Leuten auch mal gezeigt wird, so hey, das ist nicht echt, was die da im Internet verzapfen. Das ist nicht echt. Das ist eine Fassade, eine Schauspielerei. Das wird gemacht, um sich zu profilieren, um Follower zu generieren, um Barne zu kriegen. Und nichts weiter. Und die sind genauso scheiße wie du und ich, diese Leute. Ganz genau die gleiche Kacke. Naja, Leute. In diesem Sinne, tut nicht, was El Hotzo tut. Und vor allem, hey Leute, ganz ernsthaft, wenn ihr an einem anderen Menschen ein ausschließlich sexuelles Interesse habt, ist das nichts Verwerfliches, kommuniziert das einfach. Ne? Sagt mir, hey, du, eine Beziehung kann ich mir nicht vorstellen, aber ich finde dich echt attraktiv so und wenn das für dich cool ist und du da Bock drauf hast, können wir hier so eine Friendship with Benefits Geschichte starten und einfach mit offenen Karten spielen. Auch das kann dann im Nachhinein zu Problemen führen, aber dann habt ihr euch nichts vorzuwerfen. So, einfach ehrlich sein mit den Leuten in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Auch auf die Gefahr hin, dass dann die Person sagt so, hey du, nee, für sowas bin ich nicht zu haben, so, ich bin eher der Beziehungsmensch, ich habe auch keinen Bock drauf. Ja, dann landet man halt bei dieser Person nicht, aber ne, dafür muss man sich danach nicht im Internet auf der Plattform von jemand anderem entschuldigen. Um vermeintlich die Karriere noch zu retten. Von der ich glaube, dass sie nicht zu retten ist. In diesem Sinne, haut rein und Metal off.